Hallo zusammen, ich bin Anne. Schön sind ihr bei Handgelenk mal Pi. Wir möchten gerne für in unserem Scrapbook eine dekorierte Büroklammer machen, wo wir damit unser Fake-Kuvert anklippen und sicher noch ein paar andere schöne Sachen, die wir dann im Laufe der Zeit werden miteinander machen. Irgendwelche Karten oder andere Sachen, die noch reinkommen. Aber auf jeden Fall braucht das hier eine Büroklammer. Hier habe ich so ein paar Beispiele, die ich schon einmal gemacht habe. So ein bisschen verrückte Sachen, ein bisschen spässiges Zeug. Und so wunderbare mit Stempel und Collagen und so kleine Perlenzeugs aufgeklebt. Irgend so etwas in dieser Art möchten wir doch gerne machen. Das geht mal ein bisschen warten. Wir brauchen für das selbstverständlich Büroklammern. Und ich nehme dazu einfach so ein Stückchen Scrapbook-Papier. Davon habe ich schon mal so einen Streifen abgeschnitten und so kleine Zettel gemacht, die gerade schon die richtige Größe haben. Dann stecken die Büroklammern dran, klappen das einmal zusammen. Der grössere Teil der Büroklammer ist innen und das leimen wir dann zusammen. So können wir das dann gut neu so anklippen, schön dran stecken. Und diesen Teil hier, den dekorieren wir dann dekorieren. So, zeige ich es noch. So. Jawohl. Dann machen wir das einfach gerade mal. Zusammenfalten. Zusammenfalten. Und zusammenfalten. Wie viel habe ich da eigentlich? 4. Ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. He? Und sonst kann man sich die auch ganz gut einfach so vorbereiten. Und wenn man sie dann gerade nicht braucht, tut man sie so wieder zurück zu den Büroklammern und dann hat man schon immer eine schöne Grundlage für das nächste Mal, wenn man gerade ein bisschen Zeit hat. Oder vielleicht findet man ja irgendwo in seinem Funduskistchen ein schönes Cluster, das man schon gemacht hat. Und pflümelt dann das einfach da vorne drauf und schon ist es fertig. Aha. Ich bin wieder am Leim schütteln. Ich probiere hier ein bisschen Leim zu geben. Ich weiss es gerade nicht. Ich nehme jetzt den Tacky Glue. Den Tacky Glue. Für die Englisch-Experten hier unter uns. Ja, das geht auch mit irgendwie normalem Weissleim oder so. Man muss einfach ein bisschen schauen, dass das gut zusammenhält. Gerade im ersten Moment. Sonst könnte man auch noch ein Klemmerchen dran machen. So, aber der Tacky, der klebt ja so schnell. Und schon habt es. Schau jetzt, wieder mein Thema, gell? Den Leim so reinstellen, bitte. Ah ja. So. Dann kann nämlich der Leim schon immer schön vorlaufen. Und beim nächsten Mal muss ich nicht schütteln. Eigentlich, das wäre der Plan von dem Leim. Nur ist es für mich noch nicht gerade so intuitiv. Ich muss noch ein bisschen öfters mit dem arbeiten, damit ich mich daran gewöhne. So, siehst du jetzt, so wäre es doch ganz einfach. Was habe ich mir vorgestellt? Was könnten wir da auf die Büroklammern draufkleben? Ich habe jede Menge Fötzeli, wie man da hört. Irgendwelche Abschnitte von irgendwelchen Basteln. Ja. Auch so bestempelte Sachen. Manchmal, wenn ich so schöne Fötzeli habe, dann tue ich die gerade ein bisschen bestempeln. Einfach so. So.
Und so. Und dann hat man gerade, kann man da gerade so ein Stückchen abreißen, wenn man das nächste Mal am Basteln ist. Da sehe ich gerade, habe ich noch ein kleines Stückchen prägtes Papier. Hat sicher noch mehr von dem irgendwo rum. Sieht auch immer schön aus. Ups, so. Ist echt da ein bisschen wenig? Nein. Passt. Und dann habe ich da so etwas in dieser Art. Mit dem lässt sich sicher etwas Schönes machen. Washi-Tape habe ich da. Kleberli habe ich da. Ja. Dann fangen wir doch einfach mal an. Ich finde das immer eine super Sache, wenn man am Aufräumen vom Tisch ist. Wenn man am Schluss so solche Fötzchen noch rumliegen hat überall. Anstatt dass man sie dann fortschmeißen oder einfach nur nicht die Kisten reinknallt, könnte man sie doch einfach gerade schnell hier aufleimen. So. Für das nehme ich jetzt, glaube ich, den Bastelkleber. Einfach ganz normaler Bastelkleber. So. Ah ja. Ist auch gut, wenn man auf dem anderen Zeug oben leimt. Wieder mal super chaotisch. So, und dann nehmen wir hier noch das Rössli. Das gefällt mir jetzt gerade. Aha. Ich meine, da hängt etwas dran, dabei ist ja das blöde Schwänzchen. Das ist extrem praktisch, dass das dort dran ist, ein Deckel von dem Leim. Weil es ist ja so winzig, das würde sowieso immer fortfliegen und dann sofort gerade verschwinden. Aber es ist auch total unpraktisch, weil es einem die ganze Zeit im Weg herumflattert. So, dann haben wir doch jetzt noch das da. Oh ja. Ja, ich finde das jetzt irgendwie noch recht schön. So. Rössli AD. Sieht man nicht mehr so gut, macht nichts. Noch ein der da. Ja, diese dunkelt mir jetzt zwar ein bisschen grob. Haben wir denn da noch andere Noten? Oh, da. Oh ja, schau jetzt. Die sind ein bisschen feiner. So. Ich glaube so. Jetzt. Ja. Das kleben wir noch an. Das hier ist ein bisschen lümpelig. Ich glaube, ich muss hier hinten ein bisschen verstärken. Habe ich das Gefühl, dass das nicht, wenn ich gerade sofort abbricht. Das ist so ganz ein dünnes Papier, ein ureiniges. Und dann durch das Prägen ist es noch viel brüchiger geworden. Da. Ja. Prima. Jetzt hätte ich hier noch gerne ein Sommervögel-Kleberli drauf. Wenn ich tatsächlich eins habe, das nicht gerade so übermächtig ist. Mich dunkt die ich hier habe, die sind alle ein bisschen riesig. Ui. Das ist noch so ein kleines Feins. Oh ja. Oh ja. Schön. Die sind immer ein bisschen knübelig zum Auftun, die Kleber. Und dann hat es gerade Töpfchen dran. Darum wäre es gäbig, wenn wir das mit der Pincette machen tatsächlich. So.
Genau. Jetzt steht nicht gut. Dort fehlt noch etwas. So. Jawohl. Das noch. Da hinten nachkleben. Und dann. Oh, wow. Das ist sehr herzig. Gefällt mir extrem gut. Das ist jetzt so ein bisschen rosa. Irgendwie habe ich gerade die Befürchtung, dass das nicht so besonders zu dem gelben Papier passt. Wenn wir jetzt das mit dem anmachen. Nee. Vielleicht müssten wir etwas mit dem machen. Das ist nämlich, glaube ich, das gleiche Papier. So, und dann vielleicht mit dem etwas, so ein bisschen in dem Stil. Aber ich glaube, ich lasse die Sommervögel gerade da. Weil... Oder habe ich noch anderes farbige? Ich glaube, wir lassen die gerade mal. Wir lassen die. Und dann brauchen wir da noch ein bisschen. Da haben wir noch so etwas Schönes, das dazu würde passen. So. Und noch ein Stückchen Buchseite, etwas Gutes. Oder auch, schau mal. Da haben wir noch etwas Schönes. Da geht jetzt eine ganze sommervögelige Sache hier. Voilà. Und dann das noch auf dieser Seite. So. Mal schauen. Einfach mal machen. Einfach machen. Das ist einfach nur ein bisschen Papier, das wir da zusammen pflümeln. Wenn es nachher dann nicht gut aussieht. Dann kommt es halt weg. Oder was weiß ich. Oder wir verändern es noch einmal. Man klebt einfach etwas drüber. Das kann man natürlich auch machen. Dann werden sie zwar ein bisschen fett. Aber das ist doch gleich. So. Dann haben wir hier oben Sommervögel. Genau. Da können wir noch ein bisschen Leim. Und die da kommen da unten. Oder auch. So. Da bräuchten wir ganz zuunterst am Rändchen noch etwas. Noch mehr von dem? Nein. Das hätte man irgendwie müssen drunter, oder? Ja, oder gleich eben noch ein bisschen Text. Ein bisschen Text. So, ganz so kleines bisschen. Ja, genau, für so kleine Projekte finde ich eben den Leim noch gut mit dem kleinen Spitzchen vorne dran. Also ich meine, die Tübli ich habe einfach die leeren Tübli gekauft, da kann man alle Hypes reinfüllen. Ich habe auch eins gemacht mit Buchbinderleim, das ist auch noch recht praktisch. Für so Papiersachen noch zusammen zu schustern. Mal alles abfüllen, wo genug flüssig ist, dass es nachher dann auch gäbig zu dem dünnen Spitzchen auskommt. So. Also mal schauen. Zu dem passt ja das super. Wenn wir jetzt hier noch so ein Sommervögel drauf pflümeln. Oder passt da nicht? Die sind alle ein bisschen gross jetzt gerade. Der vielleicht noch.
Nein, der verdeckt ein bisschen zu viel. He? Nein, ich finde, das ist eigentlich könnte man das so lassen. Oder wie könnten wir noch ein Glitzerli drauf machen? Ja, komm, wir können noch ein Glitzerli drauf. Irgendein Bling-Bling. Eher so eins oder eher Perlen? Nein, ich glaube, jetzt passt gerade so eins besser. Und dann ein schönes, grosses Keibli. Und ich denke, ich bin nicht ganz sicher, wie fest das die haben. Darum gebe ich jetzt hier halt auch noch ein bisschen Leim. Geben wir ein bisschen Leim. Jetzt klebt es an mir. Sehr hübsch. Sehr hübsch, ja. Ja, genau. Ich glaube, das können wir gerade für das nehmen. Tun wir das mal rein. Und klippen das mit dem so an, wenn ich es dann kann. Voilà. Und oben und auf der Seite schaut es jetzt ein bisschen raus. Aber das macht nichts da oben. Das ist gut. So. Und das andere, wo wir das machen? Da irgendwo an einem anderen Ort. Das ist ja schön, dass man das umbewegen kann, wie man es dann gerade braucht. Oder wenn man es eben im Journal drin hat, kann man es auch rausnehmen und kann es an einen anderen Ort her tun, wo man es gerade braucht, oder weiter verschenken. Wie auch immer. So, jetzt machen wir aber noch eins, oder? Eins oder zwei. Die gehen nämlich recht fix, finde ich. Jetzt haben wir auch noch so ein paar ganz winzige Schnipsel. Ja. Und was noch? Und was noch? Oh, schau, da ist noch etwas Hübsches mit so kleinen Blümchen-Zeug drauf. Blümchen-Zeug. So. Ich glaube, die hier, die ich gemacht habe, die sind aus einem Masterboard. Oder? Oder Dingsbums. Kann ich sagen? Indexkarte, oder? Habe ich da gemacht. Aber die habe ich nachher auch verschnitten. Aber eben aus einem Masterboard kann man die natürlich auch super machen. Also. Jetzt habe ich da natürlich krumm draufgeklebt. Also das Blümchen-Zeug, dass es nachher gar nicht mehr verrutschen kann. Ja, no. Jetzt ist es halt, wie es ist. Das ist jetzt halt einfach so. So, also ich liebe die zu machen. Da könnte man einfach stundenlang da ein bisschen höckeln und ein bisschen Zeugs zusammenkleben. Ja, eben, hä? Oder so. Oh ja. Oh ja. Komm, wir machen es so. Da gefällt mir jetzt noch. Und da muss man auch nicht gross erklären, gell? Das ist ja total... Kann man einfach machen, wie es kommt. So, oh. So, jetzt schneide ich jetzt aber auch mal ein bisschen ab. Da. Oh, nicht so. Ja, dann schneide ich halt ganz ab. Jetzt wollte ich das mal ausnahmsweise gerade haben. Oder einmal so. Oder ist das jetzt dumm?
Ja, ich könnte das so abschneiden. Halt. Das ist eigentlich egal, wie ich dort durchschneide. So. So. Dann könnte man auch noch so machen. Die Ecke noch ein bisschen abrunden. Upsi. Den noch ein bisschen mit der Schere dahinter. Der hat es jetzt hier nicht gerade ganz so nehmen, wie ich das wollte. Ach herrje, das wird alles immer krümmer. So, nein, jetzt kommt es gut. Schau jetzt. Oh ja, und weißt du was? Das, wenn wir jetzt das rundherum noch ein bisschen inkeln. Wo ist da das Zeug? Wenn wir das jetzt hier noch so ein bisschen so machen. Oh ja. Was gibt's da? Da sieht ja das schon gerade fertig aus. Wie viel das da ausmacht, ist Wahnsinn. Und ich glaube, da unten noch ein bisschen. Da könnten wir doch jetzt auch noch etwas draufkleben. So. Würde jetzt nicht eine Perle gut aussehen. Eine kleine, die Ecke. Oder so heisst das. Steinchen, so heisst es. Schau. Das hier. Wieder ein Töpfchen Leim dran. Und dann so. Voilà. Oh ja. Das ist jetzt aber sehr herzig, aber mir denkt jetzt gerade, es klebt überhaupt nicht. Wieso nicht? Was ist denn da los? Ist da Leim dran? Keine Ahnung, was jetzt das war. Aber könntest du jetzt bitte da dran gehen? Da. Jetzt. Ah ja, jetzt. Es war irgendetwas dran, ich weiß auch nicht. So. Oh ja, das ist aber ein hübsches. Das tun wir auch gerade irgendwo drin. Wenn wir es dann brauchen, können wir es dann Deko nehmen. So. Oh, das ist auch eins, das oben weit rauskommt. Aber cool ist, dass da gerade die Perle oben raus schaut. Das gefällt mir ja. So, komm, das letzte machen wir noch. Da könnten wir auch mal eins machen, wo man von der Seite her macht. He? Und dann, wie ist das? Ich komme gerade nicht raus. Wo ist oben und unten? Ich glaube, das wäre unten. Also ist das jetzt unten. So. Ja, hey, sind ihr auch gerade am Mitmachen? Das wäre natürlich mega cool. Habt ihr euch auch gerade eure Fötzel geschnappt? Oder sind ihr gerade am Tisch aufräumen? Oder was weiß ich? Ihr könnt es mir ja mal schreiben, was ihr gerade am Machen sind. Amix, so. Doch, ich nehme 2 oder 1,5. Schau jetzt. Haha. Das ist ja gut. Ihr könnt mir sowieso schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr das findet, ob euch das gefällt oder was euch sonst gerade so in den Sinn kommt. Dürft mir also wirklich sehr gerne alles in die Kommentare hineinschreiben. Ja, und jetzt noch. Jetzt habe ich auch noch etwas. So was gefällt. Irgendetwas Gestempeltes ist das. Aber ja, nein. Passt mir jetzt also gerade nicht. Dann lieber da noch. Lieber noch ein bisschen Kaffee eingefärbt.
So wäre es jetzt gut gewesen, wenn das jetzt unten gewesen wäre. Hat mir das noch gefallen. Aber das können wir ja einfach unten herkommen. Es interessiert doch niemand, ob das oben oder unten ist. Und dann haben wir einfach oben dort etwas drauf. Und dann sieht man ja das nicht. So. Genau. Aha. Oh. Warum? Ein bisschen gerade machen. So, und dann könnte man doch hier jetzt noch ein Sommervögel drauf machen. Ich weiss, ich habe irgendwie eine Obsession. Aber ein bisschen schöneres da. Vielleicht so ein Rosarotes. Haben wir jetzt nicht beim anderen auch so ein Rosarotes genommen? Ist das eigentlich das Gleiche gewesen? So. Oder nicht? Ah, das ist schöner. Nein, das nicht. Das ist alles das Gleiche. Jetzt muss ich gleich mal das Päckchen aufmachen. Vielleicht kommt da noch etwas anderes raus. Nein, das ist einfach der Rest, den ich nicht rausgenommen habe. Oder nicht? Ich weiss es doch auch nicht mehr. Nein, das ist ein anderes. Da hat es andere noch drin. Keine Ahnung. Ich habe mehrere verschiedene von denen auf jeden Fall. Die Libelle, die decken dort jetzt gerade ein bisschen zu wenig. Das Blaue passt vielleicht nicht so gut. Oder vielleicht eben gerade. Sticht es ein bisschen raus. Oh. Ja, ich glaube gerade, weil das Blau ist, sieht es gut aus. Probieren. Probieren geht über Studieren. Einfach machen. Wie es gerade kommt. So. Und dann lampert es hier wieder ein bisschen raus. Wir auch noch etwas unterlegen. Irgendein Zettel. Genau, man kann es auch einfach zu weit überkleben. Kann man, muss man nicht. Dann schneiden wir das einfach ab. So. Zack. Hier noch ein bisschen Leim. Und dann hat da. Oh, hübsch, schau mal. Das tun wir jetzt auch winken. Und die Ecke gefällt mir nämlich auch. So. Aber ehrlich gesagt, das gefällt mir gar nicht. Zack. Armer Sommervogel schneiden wir jetzt einfach ab. Oh. Stutzen wir die Flügel. Oh, unten auch. Unten auch. Ich habe gar nicht gesehen, dass der da drüber lampert. So, abschneiden, inken. Einmal rundherum. Wow! So! Gefällt mir, ist hübsch. Die tun wir auch gerade hier noch reinstecken. Ich glaube, irgendwo hinten wäre noch nicht schlecht. Aber da wird ja sowieso alles wieder gewechselt. Jetzt wollen wir mal schnell anschauen, was wir heute gemacht haben. Wenn Sie noch alle finden. Mal, die schauen ja dort oben schön raus. Also, das wäre zum einen der. Zum zweiten haben wir den, damit wir eben gerade das schön anmachen können. Und der dritte wäre der da. Und der vierte ist der mit dem schönen Bling Bling, der oben raus schaut. Hey, super! Hat mir im Fall mega Spass gemacht. Es ist immer wieder lustig, wenn man so
kleine Arbeiten machen kann, wo man einfach so ein bisschen vor sich herbasteln und ein bisschen plaudern. Nächstes Mal sind wir hoffentlich auch wieder dabei, wenn wir wieder irgendetwas basteln und ein bisschen plaudern wollen. Ich würde mich mega freuen, ihr dürft das sehr gerne unterschreiben und Daumen hoch machen, wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!